Momente von schwerer Krankheit und Not sind oft auch Momente von existenziellen Fragen. Die Auseinandersetzung mit dem Sinn des Lebens etwa nach dem, was einen trägt und wer man ist. Solche Fragen und Ungewissheiten löst jeder anders, aber nicht selten spielt die Religion dabei eine Rolle. In der Schweiz kommt in solchen Situationen schon seit mehreren Jahren Spiritual Care zum Zuge. Aber schließt man damit nicht jene aus, die mit Spiritualität nichts am Hut haben? Darüber spreche ich jetzt mit zwei Frauen, die es wissen müssen. Isabel Noth, Professorin für Seelsorge, und Ulrike Dausel, humanistische Beraterin. Guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Ja, Sie beide sind ja Expertinnen, wenn es darum geht, schwierige Gespräche zu beginnen. Und deswegen frage ich Sie auch gleich selber, wo und wie beginnt man eigentlich richtig, Frau Noth? Ein schwieriges Gespräch beginnt man mit einer guten Vorbereitung. Das heißt, es geht darum, sich zuerst zu vergewissern, bin ich imstande, bin ich wirklich bereit, dieser Person meine ungeteilte Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Das ist der erste Schritt. Frau Dausel, was ist Ihre Meinung? Wie beginnen Sie ein gutes Gespräch? Kann Frau Noth durchaus zustimmen. Gute Vorbereitung, vor allem in der Hinsicht, was die eigene Einstellung betrifft. Denn also das Innehalten beim eigenen Gemütszustand ist sehr, sehr wichtig. Abgesehen davon ist natürlich, also kann man sich nie hundertprozentig auf das jeweilige Gespräch vorbereiten, weil man nie ganz genau weiß, was einem begegnen wird, wer einem begegnen wird. Aber wenn man die eigene Einstellung, wenn die stimmt, hat man schon viel erreicht. Ich persönlich finde auch Blickkontakt sehr wichtig, zu versuchen auszustrahlen, dass ich dem anderen so vorurteilsfrei und unvoreingenommen wie möglich zuhöre. Einfach dem anderen das Gefühl zu geben, dass er oder sie die Möglichkeit hat, sich von Mensch zu Mensch mit mir zu unterhalten, nicht in eine Schublade gesteckt zu werden, sondern einfach Mensch sein zu können. Das ist für mich, also so, da geht es mir eigentlich drum. Und das, also in meiner Erfahrung, ich mache meinen Beruf seit 21 Jahren, ist das auch, also funktioniert das dann auch meistens. Aber eben, Sie deuten es quasi an, es gibt immer die Möglichkeit des Scheiterns. Jetzt frage ich mich, Sie beide, und Sie haben lange Zeit Seelsorge gemacht, christliche Seelsorge, und sind inzwischen eben quasi nur noch akademisch tätig. Und Sie haben es schon angedeutet, sind sehr lange schon humanistische Beraterin. Wie kommt man denn zu einer solchen Tätigkeit? Weswegen haben Sie zu tun begonnen, was Sie tun oder eben taten? Bei mir war es so, dass ich nach meinem Studium, wo die letzten Jahre recht mit Hindernissen verlaufen sind. Sie haben Psychologie studiert? Ich habe Psychologie studiert in Deutschland, habe dann 2 Jahre vor Ende meines Studiums meinen Mann kennengelernt, der Belgier ist, und bin schwanger geworden. Also es ist ganz viel gleichzeitig passiert, und dann war ich sehr froh, wo mein Studium dann doch zu einem guten Ende gelangt ist, und recht kurz danach habe ich bei der Organisation angefangen, wo ich jetzt seit 21 Jahren arbeite. Und was hat mich daran angesprochen? Dass es um wirklich die existenziellen Fragen geht. Also es geht um die großen Sinnfragen, die Menschen beschäftigen. Nicht Tag ein, Tag aus. Bei den meisten Menschen ist es so, dass die durchs Leben gehen, solange alles gut geht. Aber es gibt eben dann im Leben Momente, wo es einen Umbruch gibt, wo plötzlich das eine oder andere verloren geht. Wo Menschen sich dann wohl anfangen zu fragen, ja, was ist jetzt für mich eigentlich noch sinnvoll? Und das hat mich enorm angesprochen, als Psychologin und vor allem auch als Mensch. Und da ich dann eben die Chance bekommen habe, in der Organisation zu arbeiten, der Mensch jetzt heißt unsere Organisation, und der Inhalt unserer Arbeit, wir sind eigentlich eine Art humanistische Pfarrer in gewisser Hinsicht, Wegbegleiter durch das Leben, von Beginn zu Ende, von der Geburt bis zum Tod. Das hat mich fasziniert, um wirklich so von Mensch zu Mensch mit den wesentlichen Dingen des Lebens mich befassen zu können. Darüber reden wir gerne danach noch. Frau Noth, wie kam es zu Ihrer Tätigkeit? Es ist eine Vielzahl von Faktoren, die dazu geführt haben. Und ich behaupte gar nicht, dass ich den
größten Teil überhaupt kenne. Aber sicher mit eine Rolle gespielt haben biografische Erlebnisse, eigene Krisen, schon in Jugendjahren, die Erfahrung, einfach nicht mehr weiter zu können, absolut verzweifelt zu sein und in solcher Situation Menschen zu begegnen, die einem helfen und die das auf eine solche Art und Weise tun, dass es wirklich hilfreich war. Das heißt, dass es mir geholfen hat, sukzessive aus Krisen herauszukommen, gestärkt herauszukommen. Und ich denke, diese Erfahrung, das hat mich sehr geprägt und hat mich dann auch aufmerksam werden lassen, ja, wie haben die das gemacht? Was war es denn genau, was mir geholfen hat in Situationen, wo ich dachte, da gibt es überhaupt kein Entrinnen mehr. Und das, ich denke, das war sicher enorm wichtig, neben vielen anderen familiären Konstellationen, Brüche. Ich bin in den USA geboren, bin dann in die Schweiz gekommen. Solche Brüche, also eine Vielzahl von Erfahrungen, die sicher eine besondere Sensibilität geweckt haben für diese Fragen. Und das Interessante ist, wir wissen ja auch aus der Psychotherapieforschung, ein Großteil psychotherapeutischer Ansätze sind ja von Psychologen und Psychotherapeutinnen entwickelt worden auf der Basis ihrer eigenen Erfahrungen. Und ich denke, dasselbe gilt auch in unseren Berufen, auch jetzt für die Seelsorge. Und mich hat dann natürlich auch interessiert die theoretische Reflexion dessen, was wir machen. Was weiß man aus der Forschung darüber? Ja, und da sind Sie eben auch seit 2012 Professorin eben für Seelsorge und präsidieren auch den Weiterbildungslehrgang Spiritual Care. Jawohl, ja. Was ich ganz interessant fand an diesem Begriff und in der Recherche und Vorgesprächen, dass den Leuten eigentlich gar nicht so klar ist, was Spiritual Care ist. Und auch je nachdem, von wem man einen Text liest, ist da quasi eine andere Definition. Da frage ich mich, wissen die Experten denn nicht, was sie tun? Ja, es ist so amüsant, in der Schweizerischen Ärztezeitschrift, Ärztezeitung, wurde vor ein paar Jahren erschienen ein Artikel und da stand, es werden jetzt schon Lehrstühle eingerichtet für etwas, wo man noch nicht mal weiß, was es genau ist. Aber so wirkt es auf mich, ja. Und es hält auch an. Es existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Konzepte von Spiritual Care, genau auch wie von Seelsorge, auch Psychotherapie, und die widersprechen sich zum Teil. Aber was ist es denn genau? Und Sie sprechen etwas Wichtiges an. Was ist der Unterschied zwischen Spiritual Care und Seelsorge? Also wann betreibt man Spiritual Care und wann betreibt man dann Seelsorge? Also das sind jetzt irgendwie 4, 5 Fragen in einem, ganz kurz. Im Moment gibt es zwei, wenn ich jetzt die Pole nehme. Die eine Seite, die Extreme sagt, also Seelsorge ist eigentlich nichts anderes als eine spezialisierte Form von Spiritual Care. Da ist also quasi Spiritual Care ist der Oberbegriff und Seelsorge ist also etwas religiös, eventuell konfessionell gebunden. Sicher irgendwie institutionell gebundenes. Und auf der Gegenseite sind diejenigen, die sagen, ja, also was soll dieses Spiritual Care? Das ist doch eigentlich das, was wir in der Seelsorge eigentlich schon seit eh und je machen. Ja. Also das sind so mal, in dieser Bandbreite finden Sie also quasi fast alles. Das kann ich unterschreiben, so von meiner Recherche. Doris Nauer, die Theologin und Medizinerin, hat ja ein Buch geschrieben, hat darin auch aufgelistet, ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Verstehensweisen im Moment anzufinden sind von Spiritual Care. Wenn Sie mich jetzt fragen, wann macht jemand Seelsorge, wann macht jemand Spiritual Care, das ist schwer zu sagen. Am Schluss würde ich sagen, es sind fließende Übergänge. Es kommt darauf wiederum an, was versteht jemand darunter, und am Schluss bestimmt es dann auch die Person, die das aufsucht. Aber dann, wenn ich die Frau Isabel Not frage, was ist für Sie Spiritual Care? Dann, wenn Sie es einfach auf ein paar Begriffe bringen. Sie wollen von mir jetzt mich nageln, mache so ich gerne. Wenn Sie jetzt ich fühle mich einfach verpflichtet zu sagen, es gibt diese ganze Bandbreite. Genau. Wenn Sie jetzt mich persönlich fragen, sage ich Ihnen, es ist ich bin ursprünglich auch Historikerin, mich interessieren natürlich die geschichtlichen Entwicklungen. Hat sich aus der Hospizbewegung in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt, insbesondere aus der Palliativpflege. Ja. Von dem her ist es primär ein medizinisches Setting, aus dem Spiritual Care kam, natürlich insbesondere auch aus dem Palliative Care-Gedanken.
ich füge hier auch zugleich an, es war auch ein kritisches Konzept gegenüber einer Medizin, die biologistisches Menschenbild pflegt, die körperfixiert war. Und man, also Cicely Saunders, die versucht hat, diese Pionierin, die versucht hat, wirklich die verschiedenen Bedürfnisse von Menschen in den Blick zu nehmen, unter anderem eben auch spirituelle Bedürfnisse. Was vergessen geht, das ist jetzt, wenn Sie auch noch mal mich fragen, dass das auch häufig auch sehr stark christlich geprägt ist, schon nur der Begriff. Es wird so getan, als wäre das etwas jenseits des Christlichen. Ich meine, schon nur Begriff Spiritualität ist sowas von christlich konnotiert und geprägt. Ja. Das Spannende daran, eben an dem Begriff der Spiritualität, und da würde mich dann auch Ihre Meinung interessieren, ist, dass er eben in den letzten Jahren unglaublich ein Hype quasi um ihn geworden ist. Man sieht auch in wissenschaftlichen Publikationen, wie der seit den letzten etwa 20 Jahren wirklich Fahrt aufgenommen haben. Wir haben hier auch eine Grafik mitgenommen, wo man das sieht. Es steigt seit 2012, würde ich sagen, in etwa bis jetzt heute. Das ist natürlich die Grafik noch nicht fertig, aber man sieht, es steigt kontinuierlich an. Weswegen wurde denn die Spiritualität so wichtig? Ich kann natürlich da auch nur Vermutungen dazu anstellen. Ich denke, es ist ein Basisbedürfnis des Menschen, jedweder religiöser oder weltanschaulicher Überzeugung, um Sinn zu finden oder Sinn zu erfahren. Und ich denke, unabhängig von der eigenen Werteüberzeugung und so weiter, ist es so, dass die Suche nach Sinn, das ist dem Menschen eigen. Und das ist Humanisten haben ja den Ruf, dass sie sehr rational sind und alles erklären können wollen. Ich persönlich, ich bin selber Humanistin und humanistische Beraterin. Ich finde das auch interessant, um alles zu untersuchen. Ich untersuche auch gerne selbst und akzeptiere eben nicht irgendwelche festen Überzeugungen, die jemand anders mir anreicht. Also Sie sind nicht dogmatisch, heißt das? Ich bin nicht dogmatisch, aber es ist für mich, gerade weil ich von meiner Praxisarbeit heraus, ist es für mich nicht wichtig, alles erklären zu können. Es ist einfach auch wichtig, dass ich mich als Mensch berühren lassen kann, dass mich Dinge erschüttern. Was ist für mich Spiritualität? Das ist für mich eine fast transzendente Erfahrung, die meines Erachtens auch möglich ist, wenn man selber nicht an einen Gott glaubt. Wo findet dann diese spirituelle Erfahrung statt? Unter anderem im sehr intensiven Kontakt von Mensch zu Mensch. Wenn man einem Menschen begegnet, das ist gerade, denke ich, in unserer Arbeit bei uns beiden so oder bei jedweder Spiritual Care oder Seelsorge, also das sind verschiedene Namen, aber worum geht es eigentlich in unserer Arbeit? Dem Menschen nahe sein in sehr schwierigen Momenten seines Lebens und Wegbegleiter sein, also Gefühle von Ohnmacht und Machtlosigkeit aushalten und zusammen gucken, wo liegt die Kraft des anderen, um mit diesen Schwierigkeiten doch umzugehen und standzuhalten. Also da geht es dann auch in gewisser Hinsicht um Resilienz, also um Widerstandskraft. Darauf kommen wir. Ja, und also Spiritualität, was ist das? Das ist so diese fast transzendenten Momente, wo man dem anderen so nahe ist und in seiner Verletzbarkeit, Verwundbarkeit und in dem, was ihm oder ihr wirklich wichtig ist. Dann sagen Sie also, es ist gewissermaßen eine menschliche Konstante, die unabhängig davon, ob jemand irgendwie einen metaphysischen Bezug hat oder nicht, beim Menschen vorkommt. Ja. Also Sie quasi lösen das jetzt klar auch von der Religion. Da interessiert mich natürlich jetzt Ihre Meinung. Weswegen auch das so wichtig wurde jetzt, wie man gesehen hat. Das ist ja wirklich erstaunlich. Ja, das hat natürlich auch hier wieder sehr unterschiedliche Gründe. Ganz sicher ist, in einer multireligiösen, weltanschaulich pluralen Welt ist es einfacher zu sagen, ich bin spirituell, als ich bin religiös. Und es gibt eine Vielzahl von Untersuchungen, die aufzeigen, was Menschen mit diesem Begriff konnotieren, was sie eigentlich damit meinen. Und da kommen dann bei Spiritualität Begriffe wie Natur, Geist, Sinn, während bei Religion kommen Dogma, Kirche, Gottesdienst, Institution. Und das führt dann ein bisschen dazu, dass Religion für all das herhalten muss, für das Verfasste, Institutionalisierte.
Und Spiritualität ist quasi dann das Gute, das, was mit Freiheit verbunden ist. Und das ist der Grund, wieso wir jetzt diese Spiritual Care Ausbildung aufgegleist haben, weil wir gesagt haben, Moment, wir haben ja eigentlich in einer langen Geschichte der theologischen Auseinandersetzung herausgefunden, dass Religion stets ambivalent ist. Es gibt keine Religion an sich, die gut wäre oder die schlecht wäre. Und dasselbe gilt für die Spiritualität. Es gibt keine Spiritualität an sich. Wir haben auch da dieselben Phänomene. Es gibt Spiritualitätsformen, die Menschen krank machen können, die sie in die Abhängigkeit führen können, genauso wie beim ganzen Thema Religion. Deshalb ist es so wichtig, jetzt auch mit religionspsychologischer Perspektive diese Begriffe und insbesondere dann die bestimmten Ausformungen, wie wird denn Spiritualität konkret gelebt, wie wird Religiosität gelebt. Auch da, es ist ja eine so enorme Spannweite innerhalb der verschiedenen Religionen. Oder wenn jemand muslimisch ist, heißt das noch lange nicht, dass sie alle dasselbe praktizieren, sondern da gibt es eine solche Diversität wie im Christentum ja sowieso. Da muss man vielleicht anmerken, Sie sind ja auch noch Religionspsychologin nebst Theologin, also Jawohl, quasi ganz Ihr Themenfeld. Ja. Frau Dausel, Sie arbeiten eben seit Jahren in Belgien als humanistische Beraterin. Sie bieten, das heißt letztlich, Sie bieten religionsfreie Gespräche an. Auf welche Werte berufen Sie sich dann da konkret? Ich persönlich in meiner Haltung dem anderen gegenüber als Mensch, ich berufe mich auf die humanistischen Werte. Und was ist darin für mich zentral? Das ist, dass der Mensch selbst verantwortlich ist. Also er ist Schöpfer und Träger seiner eigenen Werte. Es gibt im Prinzip keine übergeordnete Instanz, die mir sagt, was objektiv in Anführungszeichen gut oder schlecht ist. Und es ist sehr wichtig, die Dinge immer wieder erneut in Frage zu stellen. Also das Prinzip der freien Untersuchung. Also halt Sachverhalte in Frage zu stellen, meine Haltung den Dingen der Welt anderen gegenüber in Frage zu stellen. Also das ist meine Grundwerte sind humanistisch. Wobei es so ist, dass im Prinzip bei mir alle Menschen willkommen sind. Und ich auch erlebe, dass die meisten, die den Weg zu mir finden, beziehungsweise die ich dann besuche im Krankenhaus, im Altersheim, in der Psychiatrie. Das sind Menschen, die meisten sind zumindest nicht kirchlich, nicht gläubig. Da bin ich sehr vorsichtig, weil ich finde, ich stehe übrigens persönlich als Humanistin, ich stehe gläubigen Menschen nicht ablehnend gegenüber. Ich finde das fürchterlich arrogant. Ich finde es ist wichtig, dass es einfach alles gleichwertig nebeneinander bestehen darf. Für mich die humanistischen Werte im Prinzip ist mein Ausgangspunkt und ich begegne dem anderen von Mensch zu Mensch. Und es passiert durchaus auch, dass auch religiöse, zum Teil gläubige Menschen sich an mich wenden, vor allem dann, wenn es um Themen geht, wo sie davon ausgehen, dass sie sich in kirchlichen Kreisen oder mit einem religiösen Gesprächspartner womöglich in der Tabusphäre befinden, wie zum Beispiel eben, wie gehe ich um mit unerwünschter Schwangerschaft, wie gehe ich um mit dem Wunsch nach Sterbehilfe und so weiter. Also das sind Themen, wo ich merke, dass in der Wahrnehmung des anderen, dass ich als humanistische Beraterin, dass sie das Gefühl haben, das ist wahrscheinlich auch eine Annahme natürlich, es gibt auch fantastische kirchliche oder christliche Seelsorger, die genauso offen und vorurteilsfrei zuhören können, wie ich das kann. Aber in der Wahrnehmung der Menschen, die sich an mich wenden, spielt das oft eine Rolle. Sie denken, mit einer humanistischen Beraterin, mit einem humanistischen weniger stigmatisiert quasi. Genau. Ja. Sie sprechen jetzt das schon ein bisschen an, was mich natürlich interessiert und auch die Zuschauer interessiert. Für Menschen in ihrer Rolle gibt es Geschichten, die Sie ganz besonders bewegt haben, die Sie teilen dürfen. Es gibt eine Fülle an Begegnungen und an Menschen, die mich beschäftigt haben und die mir ab und zu wieder in den Sinn kommen. Jetzt auch, wenn ich jetzt seit mehreren Jahren wirklich in der Ausbildung tätig bin. Es gibt Personen, die mir noch nach Jahren, ich sage jetzt mal vielleicht 3-4 Mal pro Jahr anrufen. Und da geht es schlichtweg nur darum, eine kurze Kontaktaufnahme. Die wollen nicht, dass ich ihnen einen Termin anbiete oder mit ihnen zum Kaffee abmache oder irgendwie so. Es reicht einfach schnell
miteinander in Kontakt stehen. Und das ist das, was mich so fasziniert an dieser Niederschwelligkeit der Seelsorge, dass sie auch da ist für Menschen, die aus einer psychotherapeutischen Perspektive chancenlos sind, aufgegeben wurde, erst recht aus einer psychiatrischen Perspektive, die können sich melden, auch wenn sie nicht mehr an sich arbeiten wollen oder nicht können. Das ist nicht die Voraussetzung. Sie dürfen genauso bleiben, wie sie sind. Und es genügt in dieser kurzen Kontaktaufnahme. Mehr wäre für sie wahrscheinlich gar nicht auszuhalten. Und das ist das Schöne an der Seelsorge, dass sie das geben kann. Ja, Sie stimmen zu. Das finde ich auch. Ich finde das sehr treffend formuliert und sehr interessant. Dass es, und das ist auch, was ich vorhin zu erklären versuchte, ein Aspekt der Spiritualität ist für mich eben so diese intensen Momente des Kontaktes von Mensch zu Mensch. Und das braucht tatsächlich nicht lang zu dauern. In meinem Empfinden nach ist das, was ich vor allem bieten kann, was ich so wertvoll finde und wo ich auch das Feedback bekomme von dem anderen oder der anderen, dass das wertvoll ist, dass der andere bei mir Mensch sein darf. Dass es nicht darum geht, zu diagnostizieren, was ist dein Krankheitsbild, was ist deine Störung, sondern dass der andere einfach das Gefühl haben kann, hier darf ich einfach sein, wie ich bin, hier darf ich ganz Mensch sein, hier steht mein Menschsein im Vordergrund. Und es ist auch so, dass in unserer Arbeit geht es eigentlich nicht so sehr um das Erreichen von bestimmten Zielen innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Natürlich darf was erreicht werden und sehen wir Menschen unglaublich evoluieren oft. Also wir sehen, dass die Menschen wachsen und sich weiterentwickeln und stärker werden. Aber es ist bei uns keine Prämisse, dass das passieren muss. Bei uns geht es eigentlich um Akzeptanz. Es geht darum, dass es oft schwierige Situationen, dass es einfach, dass die sein dürfen, was sie sind in erster Linie, dass sie nicht gelöst werden müssen, dass der andere nicht das Gefühl hat, oh, ich bin abnormal, weil ich damit nicht so gut umgehen kann. Nee, der andere darf damit Schwierigkeiten haben, der andere darf sein, wie er ist in dem Moment. Und das ist, sie pflichten mir bei. Also das ist, sehr schön. Das finde ich eigentlich das Wertvolle, der Mensch als Ganzes, ohne dass ich ihn beurteile. Ich wollte eben genau darauf ansprechen, weil die Frau Noth hat Sie haben das zwar nicht ganz ausgeführt, aber wie mir scheint, ist es doch so, dass die Spiritual Care genauso wie die Palliativmedizin sich quasi auf diese 4 Ebenen des Menschen beziehen. Er ist eben nicht nur Körper oder nicht nur Geist oder Psyche, sondern eben etwas über das, was eben quasi das Seelische oder das Spirituelle quasi mit einbezieht. Und da frage ich mich, inwiefern haben auch Sie als Humanistin ein holistisches Menschenbild oder eben fehlt da etwas? Das ist quasi eine kritische Rückfrage in Bezug auf den holistischen Begriff des Menschen. Es ist natürlich in atheistischen Kreisen ein großer Diskussionspunkt, die Seele. Gibt es sie oder gibt sie es nicht? Die Hardcore-Atheisten haben die Neigung zu sagen, Seele ist ein christlich besetzter Begriff. Ich persönlich sehe den Begriff der Seele eher in so einer Definition wie Psyche und in der Hinsicht habe ich damit kein Problem. Also ist für mich der Mensch etwas, der Mensch ist ein Ganzes aus Körper, Seele, Geist und die verschiedenen Teile auch nicht voneinander trennen wollen, sondern das ist eine Wechselwirkung zwischen all den Teilen. Also ich persönlich habe kein Problem mit dem Begriff der Seele, aber finde es natürlich auch wichtig, dass deutlich ist, dass Seele ein weiterer Begriff ist als eben nur so, wie es in kirchlichen Kreisen definiert wird. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu eng, kirchliche Kreis, weil ich nicht genau weiß, welche Sie damit genau meinen. Wichtig scheint mir, wenn Sie sagen, Körper, Geist, Seele. Ich meine, es gibt eine solche Vielzahl unterschiedlicher Konzepte. Und auch das, was Sie hier gebracht haben, hat natürlich einen klaren Traditionsstrang. Wir haben ja insbesondere 2 Traditionsstränge in der ganzen Seelendiskussion, einen griechisch-antiken und den, auf den sich eben die Seelsorge beruft, weshalb sie so Wert legt auf dieses Wort Seele. Und das ist halt schon die hebräische Anthropologie. Es gibt kein direktes, adäquaten Begriff
im Hebräischen dafür, aber in der Septuaginta wurde ja der Begriff Nefesh, das ist die Seele, der Schlund, die Kehle, der Atem, der Rachen. Also dieser Teil hier, die Empfänglichkeit des Menschen, da wo wir aufnehmen, wo wir Luft aufnehmen, das wird dann quasi zum Mensch selbst, zum Leben selbst. Und das also der Mensch ist die Seele quasi. Der Mensch ist das, ist in seiner ganzen Empfänglichkeit. Und das wurde dann übersetzt mit Psyche in der Septuaginta und dann halt mit Seele. Und also die griechische Ausgabe, muss man vielleicht dazu die griechische Ausgabe des Alten Testaments. Und dieser Begriff Nefesh umfasst also den Menschen als Ganzes. Und die Seelsorge bezieht sich zurück auf dieses Menschenbild, dieses wirklich umfassende, der Mensch in seiner Vitalität. Und der Punkt ist, dass bei diesem hebräischen Denken es es ist unvorstellbar, da irgendwie Körper zu trennen von Vernunft und von Seele. Das geht keine Dualität. Keine Dualität. Es gehört zusammen. Der Mensch ist Nefesh, der Mensch ist Seele, er hat keine Seele. Also er ist es. Und deshalb ist dieser Begriff uns lieb. Ich bin Ihnen sehr dankbar, so wie Sie es jetzt beschrieben haben. Das ist ich finde das fast erleuchtend, wie also ich kann mich damit vollkommen identifizieren. Ich dachte, dass wir uns da finden. Ja. Darf ich noch kurz zurückfallen? Das nimmt mich noch Wunder, weil Sie sagen religionslose Gespräche. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich glaube, das war ein Begriff, den Sie eingebracht haben. Religionslose Gespräche. Das ist natürlich, da ich ja mich auf die humanistischen Werte beziehe, die ja zu einem ganz großen Teil, wenn man guckt, in den verschiedenen Weltanschauungen und Religionen, um welche Werte geht es eigentlich? Ich erinnere mich zurück, ich war zufällig mal im Neandertaler Museum im Neandertal in Deutschland. Ja. Das gibt es also wirklich, das Neandertal. Das ist ein ganz tolles Museum und es geht in einer Spirale, in einem Gang nach oben und da entlang sind so die aus den verschiedensten Kulturen und Religionen und Weltanschauungen sind so die zentralen Werte zusammengefasst und die stehen so gleichberechtigt nebeneinander und da fällt einerseits schön auf, wo so gewisse spezifische Unterschiede sind, aber was mindestens genauso auffällt, ist, dass es eine ganz große gemeinsame Basis gibt. Und die humanistischen Werte, die Schwerpunkte sind natürlich in den verschiedenen Weltanschauungen etwas anderes. Und was beim Humanismus stark im Vordergrund steht, ist Autonomie und Selbstbestimmung natürlich immer in Verbundenheit mit dem anderen Menschen. Meine Autonomie oder Freiheit geht genauso weit, bis wo eben die Freiheit des anderen in Bedrängnis käme. Ja. Genau. Aber jedenfalls, die Selbstbestimmung ist sehr, sehr wichtig in meiner Tätigkeit oder in meinem humanistischen Wertehintergrund. Es ist allerdings natürlich so, ich beziehe mich nicht auf einen Gott. Also so würde ich religionslos, der Begriff, es wäre jetzt nicht einer, der mir direkt einfiele. Wenn mich jemand fragt, was machst du eigentlich, würde ich nicht sagen, ich mache religionslose Gespräche. Aber ich würde möglicherweise, denke ich, so umschreiben, ich bin Wegbegleiterin durchs Leben, vom Anfang bis zum Ende, von der Geburt bis zum Tod. Ich bin da in den wichtigen Momenten des Lebens, die für den anderen die den anderen berühren und wo es entweder was zu feiern gibt, weil in Belgien machen wir auch Feiern zu wichtigen Lebensmomenten. Also vielleicht muss man da noch kurz einführen. In Belgien ist es ja noch speziell in Bezug auf die Religionssituation. Also es ist zwar ein katholisches Land und stark katholisch geprägt, aber soweit ich weiß, sind die Menschen, die eben quasi religionsungebunden sind, nicht eben der Kirche angehören, fast die Hälfte der Gesellschaft machen die aus. Und insofern, dass man so ein bisschen die Relation hat. Das ist das gut, dass Sie das tatsächlich noch hinzufügen. Es ist so, ja. Das spiegelt sich auch wieder in der Gesetzgebung, in der Tatsache, dass es meine Art der Tätigkeit seit über 30 Jahren gibt mittlerweile. Also das hat sich so in Belgien entwickelt und das hat eben den Rahmen geschaffen, innerhalb dessen humanistische Beratung möglich ist. Und ich persönlich bin da sehr dankbar dafür, nicht nur, weil ich meinen Beruf selber sehr gern mache, sondern weil ich einfach davon ausgehe, ich hatte es vorhin schon gesagt, ich finde, die verschiedensten Weltanschauungen sind gleichberechtigt und ich finde es sehr wichtig, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Ich habe auch keinerlei Feindbilder. Mein Hintergrund ist selbst, meine Eltern sind evangelisch-lutherisch. Sie müssen sich nicht verteidigen. Nee, aber ich finde es einfach wichtig, deutlich zu machen, wie ich selber im Leben stehe, wie ich
anderen Weltanschauungen und Religionen gegenübersteht, dass es für mich keine Anti-Haltung ist, sondern ein ja, eben nebeneinander bestehen, einander fruchtbar ergänzen, spannenden Dialog, sich in spannenden Dialog begeben. Ich möchte gerne hier etwas weiterfahren. Sie haben das zuvor selber angesprochen, die Resilienz. Es ist ja so, dass mit Krisensituationen, das wissen Sie besser als ich, nicht jeder Mensch auf dieselbe Weise umgeht. Eben gewisse Menschen zerbrechen daran und bei anderen staunt man, wie stark sie sind. Wir haben hier ein Beispiel von einer besonders starken Person. Diese Frau hat mich sehr berührt, eben in ihrer Widerstandsfähigkeit gegen die Schicksalsschläge, eben was man Resilienz nennt. Inwiefern hat Resilienz auch in Ihrer Arbeit jeweils reingespielt oder quasi ein Resilienztraining für Patienten oder ja, Klienten? Also es beeindruckt einen ja zutiefst. Ich meine, das ist ja wirklich, möchte man sagen, das ist ein Wunder, dass ein Mensch wie 8 Jahre damals diese enormen Kräfte entwickelt und wie Sie da gesagt weiter und dann gab es kein Halten mehr. Ich denke, es geht darum, in der Seelsorge, in Spiritual Care, in Gesprächen zu schauen, wo können Menschen solche Ressourcen aktivieren. Wo können sie etwas so aktivieren, dass es ihnen die Kraft gibt, jetzt weiterzufahren. Also das ist absolut grundlegend und ich denke, der Hauptpunkt ist, dass wir sehen, dass alles wirklich auf die persönliche Einschätzung drauf ankommt. Hätte diese Person die Einschätzung gehabt, mein Leben ist jetzt zu Ende und so kann kein Mensch leben, dann wäre mit aller Wahrscheinlichkeit das bedeutend schwieriger gewesen, als mit dieser Einstellung, ich habe den Drang, ich will da wieder rein, ich will wieder spielen, ich will mich ins Leben werfen. Als eigentlich umso spezieller als so junges Kind, wo man so viel unterwegs ist und dann explizit die Beine fehlen. Sagenhaft, ja. Machen Sie sowas wie Resilienztraining? Nicht gezielt. Also es ist nicht so, dass ich denjenigen, der zu mir kommt, sagt, wir machen jetzt Resilienztraining. Aber das ist das schon, also was passiert in den Gesprächen, hat damit zu tun. Ich versuche zu explorieren, wo die inneren Kräfte des anderen liegen. Genau so, ja. Ich habe als humanistische Beraterin, ich denke, kein guter Seelsorger, ob jetzt Humanist ist oder nicht, wir haben keine Standardantworten zu bieten, mach das oder das, dann wird es schon gut. Wir untersuchen gemeinsam mit dem anderen, wo die Kräfte liegen. Und was Sie sagen, die Einschätzung ist das A und O. Ich stimme dem zu. Und was wir oft, wo wir viel helfen können, ist, dass wir die Situation versuchen, aus einem anderen Blickwinkel zu beleuchten. Also, dass wir dem anderen nahe genug sind, dass er das Gefühl hat, da ist eine Vertrauensperson an meiner Seite, die bei mir ist, die zusammen mit mir die Situation aushält. Und dass ich trotzdem weit genug weg bin, um auch einen anderen Blickwinkel einnehmen zu können. Ja. Und dann eben dem anderen auch zu helfen, eventuell die eigene Einschätzung der Situation zu ändern. Und die eigenen Kräfte zu entdecken. Weil viele Menschen, ich fand die Frau auch unglaublich beeindruckend. Bei ihr ist es ja auch so speziell, man sieht wirklich im Film, wie stark sie ihr Leben leben kann. Sie hat sogar 2 Kinder später. Aber es ist erschreckend, innerhalb von irgendwie 30 Jahre später oder so, innerhalb von einer Woche sterben die 2 engsten Personen von ihr. Und dann plötzlich spricht sie über ihre Gefühle und da merkt man, was in ihr vorgeht. Sie spricht ja hier sogar von Suizidgedanken. Ich fand es gewissermaßen erstaunlich, dass diese Frau, die zuvor so stark war und etwas durchlebt hat, das viele sich überhaupt nicht vorstellen können, dann durch diese Schicksalsschläge so aus der Bahn geworfen wird. Dahinter steht die Vorstellung, wir seien wie konstant. Wir sind nicht stabile Wesen. Je nach Situation, je nach Lebensphase, je nach ganz vielen verschiedenen Aspekten können wir auch unterschiedlich reagieren. Von daher finde ich es sehr plausibel, dass eine Person unterschiedlich stark
stark in Anführungszeichen, auch das ist eine enorme Stärke, dass diese Gefühle kommen können und dass auch Gefühle wie Suizidalität, also das auch Bestandteil ist einer ganz vehementen Reaktion auf einen solchen enormen Schicksalsschlag, einer akuten Krise. Quasi eine gesunde Reaktion, sagen Sie fast schon. Völlig im Bereich des menschlich Normalen, in Anführungszeichen, selbstverständlich. Also das ist überhaupt das kann man nicht bewerten als irgendwie, die Person sei jetzt da nicht stark. Nein, es zeichnet ja auch Menschen aus, dass sie das durchleben können. Die Frage ist, wie sieht es aus nach ein paar Monaten? Das ist ja dann die entscheidende Frage. Das, als Reaktion ist das sehr verständlich. Ich möchte einen Schritt weitergehen oder vielleicht das quasi auch mit dem Vorhergehenden noch verbinden. In Bezug auf das Verhältnis jetzt auch von humanistischer Beratung und Spiritual Care, Seelsorge, weil man könnte eben auch sagen, es gibt ja offenkundig, Sie haben das selber zuvor schon angesprochen, in Bezug auf die Spiritualität, einen Wandel in Bezug eben auf die Relevanz von institutionalisierter Religion, was man eben auch in Belgien sehr gut sieht. Und da könnte man ja fragen, ist dann die humanistische Beratung eben nicht sowas wie das wirkliche Zukunftsmodell von Seelsorge? Ja, ich bin zwar humanistische Beraterin, ich mache meinen Beruf sehr gern und ich hoffe auch, dass er bis in die weite Zukunft bestehen bleibt. Aber ich fände es eigentlich immer arrogant, wenn irgendeine bestimmte Ausrichtung der Seelsorge, ob sie jetzt religiös oder humanistisch ist, für sich beanspruchen würde, ich bin das einzig wahre. Genau, aber die Frage ist ja, würde es vielleicht nicht als Antwort aus der Gesellschaft herauskommen? Das ist natürlich auch eine spannende Frage für die Religionspsychologie. Also ich kenne die humanistische Beratung insbesondere aus dem US-amerikanischen Kontext. Und mir Sie haben auch dort studiert, ist das richtig? Ich war im Rahmen von Forschungsprojekten dort und ja. Und was mir dort ausgezeichnet gefällt, ist ja die Zusammenarbeit. Und wenn wir ja immer wieder versuchen müssen, von den Personen auszudenken, die Seelsorge oder Beratung suchen, die müssen ja uns die Kriterien geben. Dann finde ich, von diesen Personen aus gesehen, ist es doch wunderbar, gibt es ein vielfältiges Angebot. Das heißt, ich darf nicht von mir aus denken und sagen, nein, es gibt nur die christliche Seelsorge, sondern von diesen Personen aus gedacht, ist je nach Situation, kann eine andere Person mit einem anderen Hintergrund genau dieser Person jetzt das Richtige geben. Und unsere Aufgabe ist zu schauen, dass die Vielfalt möglichst gewahrt bleibt. Insbesondere in einer solchen multireligiösen, nochmals weltanschaulich pluralen Gesellschaft. Genau, und da bringen Sie mich zum nächsten Punkt, nämlich in der Schweiz. Und Sie waren da quasi auch zu Besuch. Gibt es ja eben auch die Freidenker. Und der Präsident der Freidenker, Andreas Kyriakou, hat ja sowas wie die Wohlsorge quasi gefordert, was eben staatlich finanziert wäre, jetzt als Komplement zur religiös geprägten Seelsorge. Und man muss ja schon wissen, in der Schweiz sind nicht mindestens, sondern sind genau etwa ein Viertel der Bevölkerung konfessionslos. Das heißt natürlich nicht, dass die religionslos sind, aber zumindest sind sie konfessionslos. Heißt das, dass Ihre Seelsorge oder Spiritual Care eben für die Atheisten nicht genügt? Der Gedankengang wäre mir jetzt etwas zu schnell. Weil die Seelsorge hat ja den Anspruch, oder sie ist ja so in die Welt getreten, sage ich mal, mit dem Anspruch, dass sie für alle da sein soll. Und sie hat ja auch explizit Konzepte entwickelt, die eben nicht einfach nur spezifisch für die eigenen Kirchenmitglieder sind, sondern wirklich die Not oder die Bedürfnisse aller anspricht. Jetzt, was Freidenker anbelangt, wir stehen ja auch in Gesprächen, alles wunderbar. Ich glaube nicht, dass ein Viertel der Schweizer Bevölkerung jetzt Freidenker sind im Sinne, wie es Freidenker jetzt selber verstehen. Genau. Da bin ich überzeugt, dass das nicht so ist. Der Punkt wäre für mich, wie sieht die Ausbildung aus? Ja. Ich würde einfach nicht
unterschätzen, dass das Menschen sind, die sind in einer verletzlichen Situation. Und sie bringen Beratungspersonen, Seelsorgenden sehr viel Vertrauen entgegen. Und ich denke, das ist auch unsere Aufgabe, dass wir schauen, alles getan wird, dass die Personen, die dann staatlicherseits den Zugang erhalten zu diesen Personen, wirklich vertrauenswürdig sind. Und das heißt gut ausgebildet, seriös ausgebildet und wirklich wissen, was sie da tun. Und da gehören gerade im existenziellen Bereich gehört halt schon ziemlich viel dazu, um vorsichtig umzugehen. Ja, weil sie befürchten, dass es da auch Missbräuche eben geben kann. So ist es. Ja. Aber ich möchte da trotzdem ganz kurz noch darauf eingehen oder das erwidern, weil Sie sagen, die Seelsorge ist zwar für alle. Das Problem ist nur, wenn diese alle, ein Teil von diesen allen sagen, ja, aber wir wollen diese Seelsorge gar nicht in dieser Form. Das ist ja eigentlich letztlich das, was die Freidenker sagen. Schön und gut seid ihr für alle, aber wir wollen nicht zu diesen allen gehören. Und das unterstützen Sie ja, dass es dieses Gesprächsangebot gibt. Ja, und da möchte ich eigentlich doch zurückkommen auf was Sie vorhin gesagt haben, was ich sehr schön formuliert fand. Es ist die Vielfalt, die wichtig ist, dass es eben gleichberechtigt verschiedene Angebote nebeneinander gibt. Weil ich denke, Sie gehen so mit den Menschen um, dass im Prinzip, dass es für alle da sein kann. Genauso gilt das auch für mich. Ich bin, also, wie ich es ja vorhin auch schon ausgeführt habe, ich bin nicht nur für die nicht-religiösen oder für die nicht konfessionell Gebundenen da, sondern für alle im Prinzip. Aber so, das haben Sie sehr schön formuliert. Eigentlich ist das Wichtigste, dass wir vom anderen ausdenken. Und die Bedürfnisse, es gibt, also wie viel Prozent das sind, da möchte ich mich überhaupt nicht darauf festlegen, ob das jetzt ein Viertel der Bevölkerung ist, weniger oder mehr. Es gibt jedenfalls doch beträchtlich viele Menschen, die wohl das Bedürfnis haben, dass sie selber entscheiden können, wende ich mich jetzt an so einen Seelsorger, so einen oder eine humanistische Beratung. Es ist einfach, ich denke, es wäre eine enorme Bereicherung, ein enormer Reichtum, wenn es eben wenn derjenige, der in existenzieller Not ist, die Möglichkeit hat, sich selbst zu entscheiden, an wen er oder sie sich wenden kann. Das wäre wichtig. Und ich denke, das ist vor allem den Freidenkern auch ein Anliegen, nicht so sehr, um sich selbst zu profilieren, oh, wir sind toll und wir machen das jetzt, sondern einfach so, ich denke, im Moment sehen sie ihre Aufgabe darin, dafür zu sorgen, dass es in der Zukunft diese Möglichkeit gibt. Wohlsorge, Sie haben den Begriff hantiert, das war auf der Suche nach einem Namen, war das so einer der ersten Einfälle. Ich habe mich gestern noch mit 2 Menschen von den Freidenkern unterhalten und Sie haben gesagt, für uns wäre es schön, wenn du das auch benennen könntest als humanistische Gesprächsangebote. Und damit kann ich mich sehr gut identifizieren. Und im Endeffekt es ist natürlich wichtig, dass das Ganze einen Namen erhält, früher oder später. Aber das Allerwichtigste ist, denke ich, dass der Bevölkerung vor allem deutlich wird, was es beinhalten kann. Und dann, ja, der Name ist nicht unwichtig, aber es ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist der Inhalt. Ganz kurz, ja. Mir ist wichtig zu sagen, dass die Seelsorge ist ein freiwilliges Angebot. Ja. Das ist absolut zentral. Niemand wird dazu. Ganz genau. Ja. Ja. Und Studien zeigen, dass die Seelsorge sehr, sehr beliebt ist und sehr gut ankommt in den verschiedenen Institutionen. Ja. Und sehr wichtig ist. So ist es. Ja. In Ergänzung zu anderen Berufssparten. Das ist so. Also ich sehe mich auch nicht als ich würde nie sagen, dass das ein Psychologe macht oder ein Sozialarbeiter oder ein Arzt. Also alle Berufssparten haben ihren eigenen Wert. Das Schöne ist eigentlich, das liegt in der Ergänzung. Genau. Ich möchte da einhaken, weil Sie haben mir im Vorgespräch auch gesagt, dass für Sie in der Seelsorge immer etwas Drittes mitwirkt. Also es sind Sie und die Gesprächsperson und es wirkt etwas Drittes mit. Und ich habe mich da gefragt, wie stark verbreitet sind tatsächlich so klassisch materialistische Sichtweisen, also wo es quasi nur die körperliche Ebene gibt, nichts, was quasi den Menschen selber als Materie übersteigt, bei Sterbenden. Das finde ich wirklich sehr interessant, auch in Bezug jetzt auf diese Forderung der Wohlsorge. Wie verbreitet ist das? Ich denke, also wir haben eine interessante Phase im Leben benannt. Bei Sterbenden denke, dass jemand, der in seiner letzten Lebensphase ist, noch mal sehr stark, also dass so die eigenen Werte sehr stark in den Vordergrund kommen. Das ist auch bei humanistisch orientierten Menschen so. Und das Interessante ist dann eigentlich, dass ich da bin, um noch mal zu gucken, was ist dem oder der anderen eigentlich wirklich wichtig. Und ich denke, da geht es in jedweder Form der Seelsorge drum. Also es ist
bei gläubigen Menschen, denke ich, werden auch nochmal die eigenen Glaubensbegriffe gegens Licht gehalten. Also ich denke, die meisten Gläubigen haben auch ihre Momente des Zweifels. Das Wichtige ist einfach, dass man als Seelsorger den Raum und die Zeit und die Möglichkeit bietet, zusammen mit dem anderen zu untersuchen, was ist mir wichtig, was bedeutet mir was, wo hole ich, was gibt mir Kraft. Und ja, also bei humanistisch orientierten Menschen sind es eben im Allgemeinen die humanistischen Werte, also die zum Teil überlappen, sich überschneiden mit den Werten in anderen Weltanschauungen. Aber das ist, also es ist, ja, so ist es. Mhm. Aber das ist für mich, beantwortet das die Frage noch nicht, wie verbreitet jetzt diese eben ganz rein materialistische Sichtweise ist. Eben, Sie sagen es spezifisch eben in diesem Lebensabschnitt bei Sterbenden. Und ich spreche das natürlich bewusst da an, weil man kennt das ja auch, dass in diesen Situationen, Sie haben das selber erwähnt, Personen nochmal ihre Werte überdenken. Eben religiöse Personen, das haben Sie mir auch noch betont im Vorgespräch, teilweise sogar speziell leiden, weil sie hadern entweder mit dem Glauben oder mit gewissen Dogmen, die quasi weiter gereicht werden in der Religion. Was sagen Sie dazu? Wie würden Sie sagen, wie verbreitet ist das? Ich habe jetzt keine empirische Studie irgendwie gerade parat, was das anbelangt, aber es ist sicher, dass die Religiosität, die Spiritualität, die eine Person während ihres Lebens praktiziert hat oder die Auffassung, die eine Person hat, sicher dann auch in der letzten Phase ihres Lebens prägend sein werden. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, auch in der Theologie zu schauen, und auch in der Beratung natürlich auch, was sind das lebensförderliche Vorstellungen, sind das lebensdienliche Vorstellungen, sind das, oder sind das solche, die Menschen klein machen und abhängig machen? Und das sind ja die Knackpunkte, an denen es dann zu arbeiten gibt. Gibt es da noch ein bisschen Spielraum, der jetzt wichtig werden könnte in dieser letzten Phase? Das sind so Themen. Es gibt ja auch Studien, die die Genesung verbinden mit der Religiosität oder der Spiritualität einer Person, also wo man sagt, dass eine Person, die eben quasi diesen Rückhalt hat, eine bessere oder schnellere Genesung hätte. Da gibt es eine Vielzahl empirischer Studien, die zeigen, dass Personen, die verankert sind, die religiöse Vorstellungen haben, also parat haben, die religiös, spirituell leben, dass wir sprechen dann von der Salutogenese, also das ist gesundheitsfördernd, das hilft bei den Coping-Mechanismen, das heißt, Religion kann, also man kann besser damit umgehen. Bewältigen, weil man Sinn und Orientierung und auch verschiedene Geschichten und Bilder und Vorstellungswelten parat hat, die einem hilfreich sein können in der Deutung der eigenen Situation. Also das ist, glaube ich, das ist sehr gut untersucht. Und auch sehr spannend. Wobei eben, und das möchte ich schon sagen, auch die andere Seite. Es gibt natürlich eine Vielzahl von Vorstellungen, die Menschen dann auch knechten können. Ja. Genau. Aber was ich daran schon spannend finde, ich möchte das auch kritisch reflektiert wissen, also Sie arbeiten ja aus diesen Gründen auch mit der medizinischen Fakultät zusammen und so. Und deswegen ist ja Spiritual Care sicher auch anerkannt im Bereich der Medizin. Aber man könnte ja auch sagen, es ist eine Pervertierung der Spiritualität, wenn sie eben für diesen evaluierbaren Beitrag der Medizin quasi ausgenutzt wird. Wir kennen diese Bewegung in Mindfulness-Bewegung. Zum Beispiel diverse große Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern Meditationskurse an über den Mittag und danach sind sie weniger krank, sie arbeiten besser, konzentrierter, weniger Fehler. Also man könnte es auch so sehen. Das ist meine große Kritik an der Geschichte. Die ganze Spiritual Care sowie Palliative Care ist ja ursprünglich aus einem kritischen Impetus entstanden. Sie wollten die Medizin vielleicht nicht gerade revolutionieren, aber fast. Und was jetzt geschehen ist, je mehr sich die Medizin diese Thematik angenommen hat, desto mehr wird die Spiritualität medikalisiert. Ja. Also anstatt dass es zu einer Veränderung und Rückkopplungseffekten in Spitälern gekommen wäre, sprechen wir umgekehrt plötzlich von Spiritual Anamnese, Spiritual Treatment, also all diese Fachbegriffe, die eigentlich aus einem ganz anderen Kontext stammen, werden nun in diesen Spiritualitätszusammenhang eingefügt. Und da sieht man schon, in welche Richtung das läuft. Und das gefällt mir nicht. Und
da bin ich wirklich sehr, sehr kritisch. Ich möchte da einfach ganz kurz zurückfragen. Die Kritik an der Medizin ist jene, dass der Mensch quasi einfach nur eindimensional gesehen wird. Ja. Und einfach auch diese Ökonomisierung und das alles immer wieder muss rational erläutert werden. Also das Unverfügbare, gerade das, was doch ja gerade, wenn Menschen krank sind, viel bedrängender und viel offensichtlicher da ist, das wird versucht, irgendwie runterzudrücken. Und Spiritual Care, Seelsorge, humanistische Beratung, das sind ja alles Versuche, irgendwie dieses zu wahren, zu sagen, doch, da gibt es, der Mensch ist letztlich doch auch irgendwie ein Geheimnis. Ich hoffe, Sie würden mir da recht geben. Also da gibt es doch ganz viele Aspekte, die können wir nicht messen und evaluieren und so weiter. Und diese Perspektiven müssen irgendwo lebendig bleiben, sonst werden wir Menschen nicht gerecht. Jetzt möchte ich da noch nachfragen. Wir haben viel darüber gehört, was die Personen, die Gesprächspartner von Ihnen auch lernen. Aber was lernen Sie denn von diesen Leuten? Ein Haufen. Ja. Also echt, ja, Entschuldigung, ich wollte nicht ins Wort fallen, einfach weil so ich selber mache meinen Beruf gerne, aber ich bin auch ein bescheidener Mensch und ich bin so dankbar für die vielen bereichernden und beeindruckenden Momente, die ich in meiner Arbeit, in der Begegnung mit dem anderen als Menschen schon erleben durfte. Was mich nach wie vor enorm berührt, ist, wenn Leute, die wirklich schwierigste Sachen erleben, wie die sich ihrer eigenen Verletzlichkeit nähern und gerade darin eigentlich oft die Kraft finden, um mit diesen schwierigen Situationen umzugehen. Und wie Leute, ich finde auch faszinierend, mich darauf einzulassen, wie die verschiedensten Menschen auf ganz verschiedene Art und Weise im Leben stehen und sich den Dingen gegenüber verhalten und sich auf den Weg begeben, untersuchen. Das ist faszinierend, also es ist unglaublich lehrreich. Ich frage mich, wenn Menschen so viel mit solchen Personen, die in totalen Krisensituationen oder in sterbenden Situationen sind, begegnen, viel mit ihnen zu tun haben, Gespräche führen, wie Sie beide, hat man dann noch Angst vor dem Tod? Sie kennen ja den schönen Satz, ich habe nicht Angst vor dem eigenen Tod, aber dem der anderen. Und, oder man ist nicht, wenn der eigene Tod da ist. Genau. Also es geht mir persönlich so. Auch vor Operation, da kann ich wunderbar reingehen und denken, könnte ich jetzt so gehen? Und da denke ich doch. Aber Angst macht mir natürlich familiäres Umfeld und Freunde, Freundinnen. Wie ist das bei Ihnen, Frau Dausler? Das ist ganz ähnlich. Also es ist Angst vor dem eigenen Tod habe ich eigentlich nicht. Aber ich habe selber auch schon in meiner Umgebung miterlebt, wie Menschen, die mir sehr nahe standen, gestorben sind. Das ist eine große Herausforderung. Und ich denke, was mein eigenes Leben betrifft, Angst vor dem Sterben, das ist noch was anderes, finde ich. Also vom Todsein, ich persönlich geht's nicht, also ich weiß nicht, ob es nach dem Tod noch was geben wird oder nicht. Ich gehe in erster Linie davon aus, dass es auch nicht so die große Rolle spielt, ob jetzt mein persönliches Leben weitergeht oder nicht. Als Humanistin gehe ich davon aus, dass ich sowieso auch weiterlebe in dem, was ich hinterlasse, in der Erinnerung anderer Menschen, tastbar und immateriell. Das ist ja schon biblisch. Ja, also ob ich jetzt selber auferstehe oder so, für mich spielt das keine Rolle. Aber es ist, aber vor meinem eigenen Sterben, da wünsche ich mir natürlich schon, dass das nicht, quasi den Prozess sprechen Sie jetzt. Ja, genau. Ja. Was ich kurz hinzufügen wollte zu dem, was Sie vorhin so sehr schön beschrieben haben, also meinem Empfinden nach sehr schön beschrieben haben, das Verankertsein, wo Sie fragten, es gibt ja diese vielen Studien, die deutlich machen, dass jemand, der auf etwas Bestimmtes zurückgreifen kann, gerade beim Sterben, dass das hilft oder dass es hilft bei der Genesung, wenn Genesung noch möglich ist. Dem stimme ich absolut zu. Ich denke, das Wichtige ist das Verankertsein. Und auch da ist es natürlich so, dass meines Erachtens und meinem Empfinden nach, dass auch Menschen, die nicht an Gott glauben, durchaus, also solange sie verankert sind, also dass die Verankerung wichtig ist, aber dass es nicht unbedingt Gott sein muss. Dass für manche Menschen Gott sehr wertvoll sein kann, das steht für mich außer Frage. Aber ich wollte einfach hinzufügen, dass es nicht immer Gott sein muss. Ja.
Wir sind leider schon am Ende des Gesprächs. Ich möchte eine letzte Frage an Sie stellen. Und zwar hat Valentin Abgotspon, das ist eben der Vizepräsident der Schweizer Freidenkervereinigung, in einem Radiointerview zur Seelsorge gesagt, er habe keine Seele und er gehe davon aus, dass wir alle auch keine Seele haben. Und deswegen, Frau Dausel, Frau Noth, haben Sie denn eine Seele? Ganz kurz. So wie Frau Noth das vorhin beschrieben hat, schöner könnte ich es selber nicht formulieren. Dann würde ich eher sagen, ich habe keine Seele, ich bin Seele. Ja, so wie sie das formuliert hat mit dem hebräischen Begriff. Also, Frau Noth, das ist jetzt wirklich also so elegant. Das kann ich ja nur übernehmen und sagen, im guten hebräischen Denken genau. Wunderbar, da haben sich zwei gefunden. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Noth, Frau Dausel. Mein Kollege Wolfram Eilenberger wurde vom peruanischen Schriftsteller und Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa in sein Haus nach Madrid zum Gespräch eingeladen. Das sehen Sie jetzt gleich in der Sternstunde Philosophie. Einen schönen Sonntag und bis demnächst.